Ja, und das Thema, das war wirklich spannend, weil ich wollte eigentlich das Thema wieder zurückziehen, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich gebe ein Thema, eine Predigtreihe an, die ich noch überhaupt nicht vorbereitet habe. Aber dann haben sie ausgerechnet diese Predigt ausgewählt und die Ältesten von eurer Gemeinde. Und ja, jetzt muss ich dran glauben. Und ihr hört also 6 neue Predigten, keine alte Predigten von mir. Und ich bin selber gespannt, wie das herauskommt. Ich bin selber sehr fasziniert über das Thema. Ich bin dankbar, dass ich da herausgefordert wurde, weil ich einfach wieder neu staunen lerne über unseren Gott. Ja, was ist der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund? Was ist der Unterschied? Gegenseitige Leistungen im Vertrag. Ein Ablaufdatum. Verträge haben ein Ablaufdatum in der Regel. Ich habe letztes Jahr entdeckt, dass ich günstigere Handy-Abos haben könnte für mich und meine Frau. Halber Preis. Ich habe dann meinem Anbieter angerufen und gesagt, ich möchte bei Ihnen bleiben, aber. Ja, und er ist darauf eingestiegen. Ich habe diesen halben Preis bekommen mit Zusatzleistungen. Das ging ganz, ganz locker. Aber nach 2 Jahren ist das vorbei. Da muss ich wieder neu verhandeln. Eben Verträge. Ich habe mit meiner Frau einen Ehebund geschlossen und damals vor dem Traualtar habe ich meiner Frau gesagt, selbstverständlich bleibe ich dir treu für die nächsten 2 Jahre. Ja, nein, natürlich nicht, bis der Tod uns scheidet. Bund. Das geht länger. Ein Bund schließt man für sein Leben, einen Vertrag für eine bestimmte Zeit. Und Patrick hat es schon so gut angesprochen. Warum? Ja, genau, das ist die Angebote, die kennt ihr, der Bund. Warum schließt Gott überhaupt einen Bund mit uns? Können wir uns vorstellen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde einen Bund mit uns Menschen schließen will? Was hat er für ein Interesse? Was bewegt ihn dazu, mit uns einen Bund zu schließen? Die Antwort finden wir auf den ersten Seiten der Bibel. Da heißt es in 1. Mose 1, 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie. Ein Hochzeitsfoto von uns, als wir noch jung waren. Gott hat damals eine unfassbar schöne Welt erschaffen. Ich bin immer wieder neu begeistert in der Natur. Jetzt auch auf dem Beatenberg, gestern eine Wanderung aufs Niederhorn. Oder am frühen Morgen, wenn ich an den See komme und sehr oft einen Sonnenaufgang miterlebe. Es ist einfach fantastisch, immer wieder neu. Aber noch schöner ist es, Menschen zu begegnen. Mit ihnen zu reden, auszutauschen, Freundschaft und Liebe zu erleben. Wir sind zutiefst verwandt mit Gott, verwandt mit seiner Herrlichkeit. Wir sind schön. Wir sind einmalig. Wir sind einzigartig. Jeder von uns. Du und ich, 100% handmade in Gott. Paulus vergleicht die Beziehung von uns Menschen zu Gott mit der Liebe zwischen Mann und Frau. Und darum hat Gott von allem Anfang an die Gemeinschaft mit uns gesucht, weil er sich ein Gegenüber geschaffen hat, auf Augenhöhe. Das unterscheidet uns grundsätzlich von allen Geschöpfen. Gott will Gemeinschaft mit uns. Und wir lesen ja in der Bibel vom Paradies, wie Gott zum Menschen gekommen ist.
Völlig natürliches Gegenüber. Und genau von dieser Gemeinschaft ist der Mensch immer wieder davongelaufen. Weil er selbst entscheiden will und nicht abhängig sein will von Gott. Damals im Paradies ist diese Gemeinschaft zerbrochen, weil der Mensch der Versuchung nachgegeben hat, sein zu wollen wie Gott oder mit anderen Worten selber zu entscheiden, was gut und was böse ist. Und das leben wir heute bis zur Perfektion. Bis hin zur Frage, will ich nun Mann oder Frau sein? Unabhängig vom Geschlecht, in das ich hineingeboren wurde. Aber Gott hat von Anfang an den Menschen nicht aufgegeben. Er hat immer wieder einen Weg gesucht, Gemeinschaft mit uns Menschen quasi wie auf ein neues Fundament zu stellen. Darum hat er einen Bund, ja sogar mehrere Bünde mit uns geschlossen, auf die wir in den kommenden Wochen dann eingehen werden. Und jetzt grundsätzlich, was verspricht Gott überhaupt mit einem Bund? Das Erste, er will Beziehung. Gott möchte nicht quasi als Herrscher über uns regieren, sondern er möchte ein Gegenüber, persönlich. So im Sprichwort Auge in Auge. Mit dem Bund geht Gott eine Verpflichtung ein, sich an uns Menschen zu binden. Er will unsere Fähigkeit, unsere Kreativität mit einbeziehen in sein Schöpfungswerk. Darum hat er uns seine Schöpfung anvertraut. Und vor allem will er uns befreien von der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Hast du Gott schon einmal gesehen? Hast du Gott schon einmal gesehen? Es meldet sich niemand. Nein, natürlich nicht. Und doch behaupten eine ganze Reihe Leute in dieser Gemeinde, ich habe Gott erlebt. Ich habe Gott erfahren. Ich habe eine Ahnung bekommen davon, wer Gott ist. Als der Apostel Paulus zum ersten Mal nach Europa kam, dann hat er in Athen viele Götzenaltäre entdeckt. Unzählige. Und Tempel. Und er hat da eine Ahnung bekommen, wie religiös die Athener waren, aber sie kannten den einzig wahren Gott nicht. Paulus sagte zu den Menschen in Athen, ich habe die vielen Heiligtümer in eurer Stadt gesehen und ich habe den Altar gesehen für den unbekannten Gott. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 17, 27, der von euch unbekannte Gott ist jedem von uns so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, wir verdanken ihm alles, was wir sind. So sind es einige eurer Dichter, die gesagt haben, wir sind seine Kinder, wörtlich, wir sind sein Geschlecht, seine Ebenbilder, zutiefst verwandt mit ihm. Damals in Athen, vor 2000 Jahren. Gott hat eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach seinem Gegenüber uns Menschen. Und dafür hat er uns mit all den Fähigkeiten erschaffen, die wir erleben, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. Und mit diesem Geschöpf will er eine so tiefe Gemeinschaft haben, dass Paulus den Männern in Ephesus sagte, ihr Männer, liebt eure Frauen ein wenig. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Der lebendige Gott sucht eine tiefe Beziehung, eine Partnerschaft mit uns. Er will nicht der ferne Gott sein, irgendwo, unerreichbar, der unbekannte Gott, sondern er will in uns Wohnung nehmen. Er will mit uns leben, in unseren Herzen, in unserem Alltag. Jeder Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat, hat ein großes Ziel.
Er will die zerbrochene Beziehung heilen und wiederherstellen und eine dauerhafte Beziehung mit uns haben. Und Gott verspricht unglaublich viel. Er verspricht Frieden, er verspricht Heil, Schutz, Zukunft. Und in der Bibel bezeugen uns immer wieder Menschen, wie sie diesen Gott ganz persönlich erleben. Im Psalm 91 eindrücklich. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann beim Allmächtigen Ruhe finden. Wir müssen uns diese Worte vorstellen. Bei Gott, den wir nicht sehen, Ruhe finden, Schutz, wie unter einem Schirm. Und dann sagt der Psalmsänger, ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht, wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren, hält jede tödliche Krankheit von dir fern, wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet. So wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Und da spüren wir jetzt aus allen Poren, dieser Mensch, der kennt Gott. Und er ist in ihm geborgen. Er hat eine tiefe Beziehung mit dem Schöpfer. Er fühlt sich bei ihm sicher, wie Jungvögel küken unter den Flügeln ihrer Mutter. Ein anderes bekanntes Wort ist Psalm 23, das kennen viele von euch. Ich habe es gerade gestern mit einem alten Mann im Altersheim besprochen. Er hat noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und ich fange von diesem Psalm an und dann sagt er, das ist mein Konfirmandenspruch. Und dann kommen wir ganz tief ins Gespräch, weil er in einer anderen Lebenssituation ist, wo er die Ewigkeit viel näher spürt. Und jetzt plötzlich kriegen diese Worte, der Herr ist nicht irgendein Hirte, sondern der Herr ist mein Hirte. Und dieser Schöpfer schließt einen Bund mit uns Menschen. Er will tiefe, verbindliche Gemeinschaft. Darum schließt er einen Bund und verspricht in diesem Bund, nochmals Zusammenfassung, Beziehung und Partnerschaft. Er verspricht Wiederherstellung der zerbrochenen Beziehung als Folge unserer Sünde. Und dafür hat er alles investiert, was er investieren konnte. Und er verspricht Treue und Segen. Gottes Bund mit uns Menschen stützt sich nicht auf uns ab, sondern auf Versprechen, die Gott gibt. Er spricht uns ewige Treue und Schutz und Segen zu für uns, für unser Land, für unsere Welt. Und es bleibt noch eine wichtige Frage. Müssen wir da irgendeine Verpflichtung eingehen, wenn Gott so einen Bund schließt? Wer von euch erinnert sich an Old Shatterhand und Winnetou? Ja, genau. Und wisst ihr, was für einen Bund die geschlossen haben miteinander? Einen Blutbund. Diese beiden Arme hier sind angeritzt. Da fließt Blut. Und sie pressen das Blut, das gegenseitig aufeinander. Und Blutbund bedeutet, wir bleiben uns treu bis zum Tod. Das ist eine feierliche, unauflösliche Vereinbarung zwischen Menschen. Absolute Treue und Bruderschaft. Auch in den Bünden, die wir jetzt da miteinander anschauen, ist Blut geflossen. Gott macht dadurch deutlich, dass es ihm um rückhaltlose Treue geht mit uns. Und was wahr ist, dass Gott diesen Bund mit uns Menschen eingegangen ist, im Bewusstsein,
Das müssen wir jetzt gut hören. Das kommt in der nächsten Predigt ganz stark. Gott geht einen Bund mit uns ein, obwohl er weiß, dass wir ihn enttäuschen werden. Dass wir den Bund nicht halten werden. Verrückt. Wer geht schon einen Bund ein mit jemandem, einen Vertrag, wenn er weiß, mein Gegenüber wird den Vertrag sicher nicht einhalten? Gott macht das. Er hat nur einen Wunsch, dass wir zu ihm kommen und bei ihm bleiben und ihm vertrauen. Und ich möchte schon einen Aspekt von der letzten Predigt dieser Serie aufgreifen, Ende November. Ein Bundeszeichen, das zum Ausdruck bringt, dass Gott mir schenkt und was er von mir erwartet. Heute wäre ja Taufe gewesen. Es hat sich niemand gemeldet, das wird bei der nächsten Taufe Angebot anders dann sein. Ja, was ist das Wichtigste bei der Taufe? Was ist das Wichtigste bei der Taufe? Also alle, die getauft worden sind, die müssen das wissen. Das Wichtigste. Das Abtauchen und auch wieder auftauchen, sonst wärt ihr nicht da. Genau. Also gibt es noch etwas, das Wichtigste? Ja. 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 Genau, ein neuer Lebensabschnitt, überhaupt ein neues Leben. Aber das Wichtigste, meine ich, ist, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich taufe dich im Namen des Allmächtigen, des Schöpfers von Himmel und Erde. Was heißt das? Du bist in diesem Augenblick mit dem Namen des Allmächtigen unauflöslich verbunden. Paulus braucht dafür ein drastisches Bild. Der alte Mensch ohne persönliche Verbindung mit Jesus, der wird begraben. Und bei manchen, die ich getauft habe, habe ich gesagt, dich werde ich möglichst lang unter Wasser behalten. Dass ja nichts Altes hochkommt. Ja, nein, das ist natürlich ein Witz. Aber ihr wisst, was ich meine, das Begrabenwerden in der Taufe als Sinnbild dafür, dass das neue Leben sichtbar wird in diesem Zeichen, in diesem Bund. Als du aus dem Wasser aufgetaucht bist, als du wieder Luft geholt hast, war das ein Zeichen für die neue Kreatur, für die neue Schöpfung, die du in Christus empfangen hast und geworden bist. Das Rad wurde wie zurückgedreht ins Paradies. Es begann mit der Taufe etwas völlig Neues. Das schreibt der Paulus. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Eingebunden in den ewigen neuen Bund. Nichts und niemand wird dich jemals von der Liebe Gottes trennen können. Du bist unauflöslich mit Jesus, seinem Vater und seinem Geist verbunden. Jesus und sein Vater halten dich fest. Sie schützen dich, sie führen dich. Sie sind Anfänger und Vollender deines Glaubens. Wie lautet nun die Verpflichtung, die wir eingehen müssen auf diesen Bund? Wie lautet sie? Was ist unsere Antwort auf diesen Bund, den uns Gott anbietet? Mensch, das ging aber schnell. Genau, Vertrauen, Vertrauen, nur Vertrauen. Es hat mich erinnert, ich habe das Beispiel schon so viel mal erzählt, weil es mir so unter die Haut geht. Ein Bibelübersetzer in einem Stamm in Afrika, sie suchten ein Wort für Vertrauen, weil es in diesem Stamm kein Wort dafür gab. Die Leute haben einander nicht vertraut. Das gab es nicht. Und sie haben verzweifelt gesucht und gebetet und überlegt, aber
Es gab keinen Anhaltspunkt, bis der Heilige Geist dem Missionar eine Idee gegeben hat. Er hat dann aus der Versammlung einen kleinen Jungen geholt und gesagt, so, jetzt steh auf den Tisch, hier, ich kann es jetzt nicht vormachen, und dann dreh dich um, dass du mit dem Rücken zu mir stehst. Ich stehe hinter dir an der Tischkante. So. Und jetzt sagt der Missionar zum Jungen, lass dich rücklings in meine Arme fallen. Der Junge macht es natürlich nicht. Da ist Vertrauen gefragt. Und das hat er gelernt, dass man niemandem vertrauen kann. Aber jetzt kommt ein längeres Gespräch zwischen dem Missionar und diesem Jungen und irgendwann sagt der Junge, ich mach's. Er lässt sich in die Arme fallen des Missionars, rücklings. So. Und dann fragt er die Versammelten, was hat dieser Junge jetzt gemacht? Und die versammelte Gemeinde sagt, ja, er hat sich rücklings in die Arme des Missionars fallen lassen. Und dann sagt er, das ist Vertrauen. Und jetzt versucht ein Wort zu finden, wie ihr das ausdrücken könnt. Und sie sagen, sich rücklings in die starken Arme Gottes fallen lassen. So, jetzt hatten sie das Wort. Ein bisschen länger als bei uns. Aber sie wussten in diesem Augenblick ganz klar, rücklings fallen lässt sich niemand. Außer in die starken Arme Gottes. Vertrauen. Vertrauen. Genau darum geht es mit dem Bund mit Gott. Vertrauen lernen und Vertrauen wagen. In diesem Vertrauen Gottes Treue und Fürsorge kennenlernen. Und ich möchte jetzt noch drei Personen aus der Bibel zitieren, die dieses Vertrauen zum Ausdruck bringen. Das ist einmal der Mose. Mose sagt, er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Mose. Gott ist treu. David. Du aber, Herr, Gott, bist barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Treue und Güte. Über David werden wir auch noch hören in dieser Reihe. Und Paulus sagt, sind wir untreu, so bleibt Gott treu. Er kann sich nicht verleugnen. Gott bleibt treu. Was auch immer wir machen, er bleibt treu. Ich habe letzten Sonntag eine Taufe erlebt in Goldach. Die Zeugnisse, die sind uns so unter die Haut gegangen, von Cynthia und von Laura. Und vor allem Laura, ihr Mann habe ich über längere Zeit begleitet. Die Ehe ist völlig zerbrochen. 2 wunderschöne Mädchen, Schulmädchen. Die Laura war 2-mal weg, definitiv weg. Und jetzt hat sie Gott zu sich gerufen. Und jetzt steht sie da vor unserer Gemeinde und erzählt ihre Geschichte. Da kamen Tränen. Und die Familie ist versöhnt. Ihr Mann ist auch zum Glauben gekommen. Und sie hat sich taufen lassen. Ihr Mann ein Jahr vorher und sie jetzt ein Jahr später. Beide haben sie sich bekannt und unter diesen Namen des allmächtigen Gottes gestellt. Das war unglaublich. Das war so was von ermutigend. Ein letzter Gedanke zum Bund mit uns Menschen. Gottes Bund mit uns ist einzigartig. Das gibt es in keiner Religion auf dieser Welt. Gott bleibt in allen Religionen letztlich unnachbar und unsichtbar. In keiner Religion gibt es Gewissheit, eine Sicherheit, dass Gott mir gnädig ist und dass wir mit die Ewigkeit einmal mit ihm verbringen dürfen. Es gibt in keiner Religion, hören wir davon, dass Gott mit uns einen Bund schließen will. Einen Bund, der das Leben hier und das zukünftige Leben nach dem Tod verbindet, umschließt. Keiner
Religion hören wir davon, dass Gott das Ziel hat, die Gemeinschaft mit uns, unabhängig davon, wie wir uns verhalten, wiederherzustellen. Alles zu tun, was dafür nötig ist, dass Gott uns Menschen und wir Menschen Gott wieder begegnen können. Es ist so wichtig, dass wir uns diesen göttlichen Bund mit unseren Mitmenschen, dass wir uns das bewusst sind und mit unseren Mitmenschen ins Gespräch kommen. Darum kam ich bei dieser Vorbereitung auf die Idee, ja klar, wir machen eine Meinungsumfrage. Und jetzt könnt ihr das Blatt in die Hand nehmen, das auf euren Plätzen gelegen hat. Das sind Fragen, die wir unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden stellen können. Wagt es, ins Gespräch zu kommen. Wir schauen die Fragen nur ganz kurz an. Was ist der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund? Da kann man wunderbar einsteigen. Ihr wisst es unterdessen. Und jetzt, kennen Sie einen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat? Einen Bund. Und ihr könnt nachhelfen, wenn nichts kommt. Hast du den Regenbogen auch schon bestaunt? Das ist der Regenbogen auf dem Beatenberg am letzten Freitagabend, also Freitagabend. Es war unglaublich, der ganze Bogen, diese Farben. Wir standen da und haben einfach nur geschaut. Ja, und dann kannst du den Bund kurz erklären und sagen, du, in 14 Tagen gibt es eine Predigt über diesen Bund. Komm auch. Ja, und dann die Frage, die wir heute schon angesprochen haben, warum schließt Gott einen Bund mit uns Menschen? Warum tut er das? Einfach fragen und hören, was der andere sagt. Verratet ihm nicht zu viel, ladet ihn ein. Und jetzt die ganz wichtige Frage, die nächste: Gibt es einen Bund, der auch dein Leben betrifft, also von meinem Zuhörer, von meinem Arbeitskollege? Und dann könnt ihr wieder mit dem Regenbogen kommen und ihm erklären, warum er eine Bedeutung hat, auch für ihn. Vielleicht habt ihr sogar noch einen anderen Bund, an den ihr euch erinnert, den er vielleicht unbewusst auch kennt. Stichwort Abendmahl. Und jetzt die ganz entscheidende Frage: Wenn es eine Möglichkeit gibt, diesen Gott persönlich kennenzulernen, hättest du daran Interesse? Die haben wir schon vor 50 Jahren oder noch mehr Jahren auf der Straße Menschen gestellt. Mit den 4 geistlichen Gesetzen, vielleicht erinnern sich einige daran, Campus. Und wisst ihr was? Nie hat eine Person gesagt, nein, kein Interesse. Jeder, den ich gefragt habe, hat gesagt, ja doch. Und dann kommt die nächste Frage. Darf ich Ihnen das kurz erklären oder möchtest du es zu Hause in Ruhe selbst lesen? Und jetzt kommen diese Punkte, die auf eurem Blatt auf der Rückseite sind. Und ihr kennt vielleicht diese 4 geistlichen Prinzipien, früher die 4 geistlichen Gesetze, jetzt Englisch. Wie kann ich Gottes Liebe und Frieden persönlich erfahren? Und dann diese 4 Punkte kurz ansprechen. Dass Gott mich liebt und dass es da ein ganz großes Problem gibt mit meiner Schuld, mit meiner Sünde. Und dass für dieses Problem Gott selber die Antwort gegeben hat mit seinem Sohn Jesus. Und jetzt die große Frage ist, willst du mit diesem Gott, der alles für dich investiert hat, willst du mit diesem Gott leben? Das kann ganz einfach beginnen, indem du ihm das sagst und ihm dein Leben anvertraust, ihm das Leben öffnest und ihn bittest, in dein Leben zu kommen. Also eines kann ich euch garantieren, es gibt für uns Christen kein schöneres Erlebnis, als mitzuerleben, wie ich dabei sein darf, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Und darum möchte ich euch bitten, wagt es mit dieser Meinungsumfrage. Geht auf 1, 2, 3 Personen zu, stellt ihnen diese Frage und betet vorher darum, dass ihr den Mut habt, bis
zu Ende diesen Weg zu gehen, bis zur Einladung, du kannst Gott dein Leben anvertrauen. Rücklings in Gottes Arme fallen. Das ist möglich. Ja, ich hoffe, dass ihr euch herausfordern lässt. Ich hoffe, dass jeder von euch es wagt, einfach in der kommenden Woche ein Gespräch zu suchen mit einem Freund und mit ihm diese Fragen anzuschauen und zu sehen, wie Gott euch braucht. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns kennst und dass du uns liebst und dass du alles dafür investiert hast, in einer jahrtausendalte Geschichte immer wieder zu zeigen, ich will mit euch, ich will mit dir Gemeinschaft. Dafür habe ich dich erschaffen, darum bist du da, dass du mir, dem lebendigen Gott, begegnen kannst, dass wir zusammen leben können, dass ich dein Leben führen kann. Jesus, wir preisen dich, dass wir dieser Geschichte auf die Spur, an den Spuren entlang gehen dürfen und immer wieder staunen. Du schließt einen Bund mit uns, einen lebenslangen Bund. Und wenn du den geschlossen hast, dann stimmen diese Worte. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was für eine wunderbare Botschaft. Wir bitten dich, dass du uns Mut gibst, darüber zu reden, darüber das Gespräch zu suchen. Und in aller Schwachheit zu erleben, wie du tatsächlich Menschen fragend machst. Und der eine oder die andere sich auch einladen lässt, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen oder noch mehr dich Jesus einlädt als Herr und König seines Lebens. Jesus, das möchten wir erleben und wir bitten dich darum. Amen. Übrigens, dieses Heft wird nachher auch noch aufliegen. Da sind die vier Prinzipien wunderbar vorgezeichnet. Kann man miteinander mit dem Betreffenden zusammen sogar lesen. Das hat Philemon gemacht, hervorragend. Und hier ist es einfach ganz kurz. Und es hat auf dem Blatt selber hat ja ein Scan, wo man diese Dinge auch direkt herunterladen kann. Oder die Leute sagen, komm, zück schnell dein Handy und lies es ab. Und jetzt freue ich mich auf den Lobpreis miteinander. Wir wollen diesen Gott anbeten, der mit uns einen Bund geschlossen hat oder schließen will. Heute, wenn er noch nicht geschlossen ist. Und das Gebetsteam hinten, das wartet auf euch, wenn ihr ein Anliegen habt, wenn ihr einen Segen möchtet, wenn ihr eine Frage habt. Geht doch nach hinten während dem Lobpreis und stellt diese Fragen und bittet um das Gebet. Gott will euch und uns alle segnen.